Wir haben keine Staatskrise. Wir haben kriselt am Staat. Wir haben effektiv keine Staatskrise am Sinn, dass alles drüber und drüber gehen. Aber auf einzelnen Punkten kriselt, das merken wir an Zusammenhang mit der Bombenlehr-Affäre, das merken wir zum Teil in Zusammenhang mit der Geheimdienstaffäre. Und da kann man wesentlich darauf tun, dass die Leute verstehen, und also doch leben, mit Leben als da fehlt eben nicht mehr, dass die Staatsräson nicht will, dass alles zugedeckt wird, nicht funktioniert, weil das nicht haben am Zusammenhang mit der Bombenlehr-Affäre die Staatsräson will, dass die Affäre aufgeklärt wird. Wir mengen dafür, dass wir gute Chancen hätten, den gesamtstaatlichen Equilibre für frühestens 2016 und spätestens 2017 zu packen. Wir packen ihn aber nimmer, wenn man von 2015 an die TVA-Res hat, die am Bereich E-Commerce wegbricht, durch eine Augmentation von unseren TVA-Sätzen zu kompensieren. Für diesen Mal muss man fortfahren mit der Konsolidierungspolitik. Wir haben für das Jahr 2013 über 900 Millionen Euro konsolidiert. Wir machen für das Jahr 2014 noch 250 Millionen Konsolidierungseffort dabei. Aber da wissen wir, dass 2015 TVA-Res hat vom elektronischen Handel wegbricht. Das sind zwischen 500 und 700 Millionen. Das kann nicht alles durch Abspurungen kompensieren. Also müssen wir zu einer TVA-Erhebung kommen, die aber sicherstellen wird, dass wir die niedrigsten TVA-Sätze an der Europäischen Union behalten und die TVA-Reform beim Regelsatz von 15%, bei den reduzierten Sätzen von 6 auf 3%, das auch Reformbedarf, die kann ich nicht mehr ideal realisieren, wenn ich das gleichzeitig abbindet an eine allgemein an eine breite Steuerreform. Dafür können wir ohne größere Schritt den automatischen Informationsaustausch auf den 1. Januar 2015 abfeiern. Wir sollen an der Regierungserklärung nicht nehmen, was wir im Jahr 2014 machen. Wir sollen noch, was wir an den Jahren danach machen. Das ist eine neue Regierung, die das muss machen. Dafür können wir eine TVA-Erhebung und direkt nur die Wahlen in Kraft treten. Die Leute führende Wahlen sollen wissen, dass das kennt. Und dafür treten wir an den automatischen Informationsaustausch auch den 1. Januar 2015 an. Als Banken sind darauf vorbereitet. Wir hatten eine Quellensteuerlösung behalten, die wir haben mit dem internationalen Trend. Geht in Richtung Informationsaustausch, und zwar dem automatischen Informationsaustausch. Das bringt Umstellungen mit sich. Das ist aber der richtige Weg, den wir gehen. Wir brauchen eine faire Gesellschaft, wo ein auf den anderen guckt, anrecht etwas gibt durch den Blick, den anderen wirft. Das ist eine Solidarität, die uns menaciert, das ist ein Egoismus, den uns bedroht. Und dafür geht es nicht durch, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, muss man auch auf die anderen gucken, dann muss man die anderen auf sich gucken lassen. Und dafür sind wir no Motto von einer fairer Gesellschaft angetreten, die ist nicht überall fair im Bereich vom Logement, also nicht fair im Bereich vom Arbeitsmarkt, das ist nicht fair am Bereich von öffentlicher Schuld, das ist nicht fair, weil wir da unfair Leistungen auf die nächste Generation verschubsen, weil wir uns nicht mehr gehen, aber zusätzlich mehr gehen, Durchklappen von öffentlicher Schuld zu reduzieren. Wir haben aber auch Fairness-Beiträge gelegt an dieser Koalition, an der wir lange Jahren. Wir sind mehr fair gehen, wenn es im Umgang mit armen, schwachen Familien geht, die Kinder an die Schule schicken. Wir sind mehr fair, wenn es darum geht, Weiterbildung zu poussieren, die Betriebe finanziell zu helfen, die Weiterbildung für Leute zu machen, dass die nicht an der Nicht-Qualifikationsfall sitzen bleiben. Wir sind, wenn ich mich weit zurückgehe, bis ans Jahr 2008, als Fairness weiterkommen, weil wir da alle Kant wie das ändert behandeln via den Kammerbonus, ohne dass Rücksicht geholt wird auf die Situation von der Familie. Wir brauchen noch viel supplementär Fairnessbeiträge. Dafür machen wir es echt mit der Jugendgarantie. Die Jugendgarantie ist ein Teil Fairnessbeitrag. Junge Leute kommen aus der Schule,
ohne Aufschluss. Männer wie freier 2004 sind nach bis 15% von der Kamera aus der Schule kommen ohne eine Qualifikation, ohne einen Aufschluss. Das sind nur nach 9%, das sind aber nach viel. Und die nicht direkt einen Arbeitsplatz haben, die mussten innerhalb von denen 4 Monaten, nachdem sie sich um Arbeitsamt angedrohen, ist Stage freiert, kriegen eine Beschäftigung freiert, kriegen eine Formation freiert, kriegen für das den Sprung an das Leben packen. Wir sind der Meinung, dass in Arbeitslosigkeit durch Arbeit soll bekämpfen und dadurch ist es wichtig, dass die jungen Leute den Arbeitsmarkt verbannen, und zwar durch Arbeit kennenlernen und nicht vorbausen nachgucken. Dafür soll jeder innerhalb von 4 Monaten eine Beschäftigung, eine Stage oder eine Formation kriegen. Gerade wie wir auch der Meinung sind, dass der MG-Bezeiher, ob die nicht so drauf gucken, die Leute reell Probleme an ihr zu, auch sollen um den Arbeitsmarkt gefördert gehen, dadurch, dass man mehr großen Maß für bislo Beneficiäre vom RMG zu allgemein öffentlichen Arbeiten herunterziehen.